Hallo liebe Menschen, willkommen zu einem weiteren Stream mit mir, mit dem Cyril, hier auf twitch.tv /.ch. Schön sind ihr mit mir dabei. Oh, wir haben eine neue Kamera. Ein Mini-Kamera-Ausschnitt jetzt schon. Ah, toll. Da seht ihr aber schon, was ich da drauf habe. Das muss auch neu sein. Ich habe es einmal nicht gemacht. Aber schön ist es da. Aber es ist ja keine grosse Überraschung. Wir machen ja heute weiter mit unserem Fiat 500 von Lego. Und ja, das wird ganz eine gemütliche Runde erneut mit euch. Ich freue mich ganz fest, den Mittag mit euch zu verbringen oder im Mittag zu starten zumindest. Der kommt ja schon in 55 Minuten. Sind alle schön am Essen, ich nicht. Ich habe auch heute mein Müsli vergessen, das ich sonst immer am Donnerstag in diesen 5 Minuten, wo der Stream so ein bisschen anläuft, geschwind reindonnern. Es hat nur noch für eine Banane gelangt. Ich habe am Morgen einfach vergessen, mein Müsli mitzunehmen. Ja, jetzt habe ich den Salat oder eben nicht das Müsli. Und ja, aber es wird schon gut kommen. Bis um 1 halte ich durch und sonst, wenn ich da in der Waagerechten am Boden liege, dann schickt einfach Essen vorbei. Da wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir da aushelfen würdet. Gut, okay, also wir gehen geschwind ein bisschen nochmal Retrospektive, kann man das so sagen? Keine Ahnung. Wir haben schon ein bisschen etwas gemacht mit unserem Fiat 500. Wir haben hinten ein Motorchen rein da und eben ein bisschen die Rückseite schon ein bisschen ausgebaut. Wir haben die Sitze rein da, wo man auch so wunderschön kann bewegen kann, damit man ja einsteigen kann. Es hat auch ein Lenkrad. Ja, er hat ein Lenkrad gehabt. Und ja, wenn das ein bisschen besser wird haben, dann könnte man da noch ein bisschen dran figurieren. Geht jetzt aber nicht, weil es hat keine Verbindung jetzt, wie zum Beispiel beim Porsche, wo wir das schon zusammen gemacht haben, dass man noch vorne die Räder drehen, die sind wirklich fest. Es ist ja aber ein kleineres Modell, dann darf es auch ein bisschen weniger Features haben, ist auch ein bisschen günstiger natürlich. Und ich sage mal, wir starten direkt rein. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir etwa waren. Also ich weiß noch, wir sind am zweiten Beutel sind wir gewesen, Nummer 2, und sind da schon ja, ziemlich gut weitergekommen. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Das sieht schon nach Türen aus und so weiter und so fort. Mal schauen. Ich glaube, etwa ziemlich da sind wir so ein bisschen. Warte mal, da heisst es zwar schon Beutel 3, nein, das sind wir noch nicht. Ich glaube hier, das sieht nicht schlecht aus. Weil das Armaturenbrett haben wir noch angeklopft und Steuerrad, und jetzt geht es erst mal an die Türen. Genau da sind wir stehen geblieben. Und dann leeren wir doch unser wunderschönes Säckchen hier aus und stürzen uns ins Lego-Abenteuer. Ich hoffe, euch geht es allen wunderprächtig gut. Sind gestern toll in die Woche gestartet. Für die vielleicht erst am Dienstag gestartet sind, heute gut gestartet. Es soll es ja geben, gewisse Leute die haben am Montag frei. Halte ich für ein Gerücht, ich persönlich. Soll aber vorkommen, es haltet sich sehr hartnäckig, das Gerücht. Ja, gut, okay, also ich würde sagen, ohne weitere Umschweifen, let's go. So viel haben wir nämlich nicht mehr, wir wären garantiert fertig mit dem heute. Und dann gibt es schon das nächste Projekt, das in den Startlöchern ist. Hey, was ist echt das? Niemand weiß es. Außer dich. Es wird interessant. Haben ihr auch alle ein super tolles Wochenende gehabt? Ich hoffe es doch. Ich habe sehr ein gemütliches gehabt. Also, ich glaube, am Samstag bin ich eigentlich nur ein bisschen faul um Zeugs rumgelegen und am Abend noch ein bisschen gezockt. Also viel mehr habe ich nicht geleistet an diesem Wochenende. Ja, ich bin genug rumgerüsselt jetzt in den letzten paar Wochen. Aber ja, das Thema lassen wir jetzt. Das haben wir letzte Woche genug ausgeschlachtet. Das lange wirklich. Ja, was habe ich gezockt? Guild Wars 2 habe ich ein bisschen gespielt.
Kollegen haben wieder angefangen und ja, wenn die Kollegen anfangen, ist das meistens so, ja, ich dann auch, weil willst du ein bisschen etwas mit den Kollegen zusammenspielen. Also auch schon länger nicht mehr gehört und mit ihnen geredet gehabt. Und dann ist das wirklich mal wieder nachher gewesen. Und ist also sehr lustig gewesen. Und weißt du, für die, die das kennen, Moment, jetzt muss ich mich konzentrieren. Aha, okay. Für die, die das kennen, ja, es ist einfach ein wie sagt man, Massive Multiplayer Online Rollenspiel eigentlich. Und wir haben uns dort eingefunden und gedacht, ja, eine hat noch neu angefangen, genau. Ja, wir helfen ihr helfen und wir sie unterstützen, dass ich schneller aufleveln kann. Ja, aber wenn man mit uns unterwegs ist, klappt das leider nie so gut. Also, wir haben eigentlich mehr im Zeug umblödelt, als dass wir ihr wirklich geholfen haben. Aber es war auf jeden Fall lustig gewesen. Wir sind in so eine Villa sind wir gegangen. Und dort hat es überall ja, so die ganzen Gangster gehabt, oder die Räuber. Und im einen Zimmer hat es noch Fallen gehabt, so à la «The floor is lava». Also betritt bloß nicht den Boden, weil dann passiert etwas Schlimmes. Und ja, ich bin natürlich einfach dort geschwind reingerollt und ja, sofort gestorben, weil so Speer vom Boden rausgekommen sind. Und dann haben wir dann herausgefunden, dass wir dort eigentlich drüber kumpen. Haben wir dann auch irgendwann mal herausgefunden, dass man Küsse nehmen kann und die noch platzieren und dann auf die Küsse kumpen und dann auf den Teppich und dann passiert nichts und so. Ja, ist lustig gewesen. Ist auf jeden Fall lustig gewesen. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache, wenn man ein bisschen mit Freunden und Freundinnen ein bisschen zusammenspielt, dass man Spass hat. Nicht immer die Objectives, also diese Sachen, die man eigentlich erreichen sollte, wo ein Spiel einem sagt, hey, du solltest das machen, dass man nicht immer dem hinterher säckeln grundsätzlich. So. Das sieht schon mal gut aus. Das ist auch jeden Dienstag ja mittlerweile, wir sind ja nicht mehr am Donnerstag am Streamen, sondern also, vielleicht kommt schon mal wieder ein Format, zwischendurch wird ja am Donnerstagnachmittag noch gestreamt. Aber keine Klemmbaustellen mehr, das ist jetzt am Dienstag. Aber ja, jeden Dienstag weiss ich nicht, in welcher Verfassung dass ich bin und wie gut ich das ganze Zeug jetzt zusammenbauen kann. Das ist immer eine Überraschung, wenn ich da anhocke. Tue ich vieles Verkehr zusammenbauen oder nicht? Kommt es gut oder nicht? Was macht der Cyril heute alles falsch? Ja, und sonst eben also es war ja nur der Samstag, am Sonntag bin ich noch den Match schauen. Meine Frau spielt ja Fußball schon seit sie 4 ist. Und sie hat jetzt in einer kleineren Liga ausgeholfen gehabt. Und ist richtig etwas abgegangen. Sie haben zwar nur ein Unentschieden gemacht, 2-2, aber es war cool gewesen, sie mal wieder spielen zu sehen. Bin jetzt schon länger wieder nicht mehr gegangen. Aber das hat schon noch Spass gemacht. Und dann nachher heim aufs Sofa gefläzt, Raclette-Töffeli angelassen und noch IB-Match geschaut. Wie sich's gehört. Wenn ihr mit mir jetzt über Fußball reden, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Ich bin schon froh, dass ich weiss, was Abseits ist. Oder Offside. Und alles darüber hinweg ist, ja, ist schwierig bei mir. Ich bin halt ehemaliger Handballer und das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert hat. Auch nicht auf professioneller Ebene übrigens. Ja, und ich weiß auch nicht. Ich bin so völlig atypisch also als Mann, so, weil das ist so das Klischee. Ein Mann kennt sich automatisch auch mit Fußball aus. Habe ich halt schon oft gehört auch und ist halt auch immer lustig, weil meine Frau sich dementsprechend sehr gut mit Fußball auskennt.
Und ich halt überhaupt nicht. Wie ist das bei euch so? Tut ihr euch auch grundsätzlich für Sportarten interessieren, wie es euch Freude macht? Oder vielleicht, weil es jemand anderem Freude macht? Also ich schaue die IB-Match nicht, weil ich per se mega interessiert bin und endlich wieder IB, sondern halt eben wegen der Frau auch. Und klar ist es lustig und ich finde es auch, es ist geil, wenn es abgeht und so. Aber ich bin jetzt eben nicht so der typische Fußball-Zuschauer, der völlig übergeht. Ich kann mich dann sicher ein bisschen mitreißen. Wie ist das bei euch? Habt ihr da auch eine Sportart, die ihr verfolgt und interessant findet? Es gibt ja nicht nur Fußball, es gibt auch ein bisschen, ich sag mal, ruhigere Sachen. Ich kenne Leute, die schauen gerne Billard. Oder Pool. Dart. Jetzt am Wochenende ist auch gerade wieder, ich glaube auf Pro 7 oder so ist das gewesen, ist American Football gekommen. Und American Football ist auch so etwas, was ich in Amerika jetzt ein bisschen gesehen habe. Und das verstehe ich einfach nicht. Also ich verstehe es schon von der Regeln her nicht. Das ist irgendwie etwas ganz Eigenes, aber ich verstehe auch nicht, dass einfach alle 2 Minuten ist Werbung und wird wieder einer zu Boden geworfen und man läuft ein bisschen im Zeug rum, man bespricht sich, in einer Sekunde auf dem Platz, zeigt ein bisschen den Spielplan und so. Und es geht einfach nicht vorwärts. Und ich verstehe die Faszination einfach überhaupt nicht für die Sportart, weil es so grauenhaft langweilig erscheint. Weil eben konstant irgendein Unterbruch ist und es nicht vorwärts geht. Und ich meine, eigentlich schaut man doch Sport, damit man mitfiebern kann, damit es richtig abgeht und so. Und nicht damit die neueste Nutella-Werbung präsentiert wird oder so. Einmal in meinem Verständnis. Aber hey, ich habe ja eh keine Ahnung. Also, wenn wir jetzt nicht lange darüber diskutieren. In der Zwischenzeit haben wir nämlich als erstes Türchen fertig. Haha! Wunderbar, wie das funktioniert. Ja, es wäre schön, wenn es hier natürlich noch bündig wäre, aber das geht nicht, weil wir hier einen kleinen Winkel drin haben. Ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Innen dran auch noch schön, dass man da die... ich weiß gar nicht, ist das wirklich Leder? Für den Preis, vielleicht von damals, ja, wer weiß. Oh, das hebt noch nicht so gut. Fantastisch. Müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie dann fixieren. Kommt sicher mal noch früher oder später. Wir hoffen es. Innen dran haben wir auch da die schöne Halterung, da, wo man sich heben kann, wenn der nebendran oder die nebendran ein bisschen schnell fährt. Und ich nehme an, das ist der Hebel für, also der kleine, den man hat, oder zum den Seitenspiegel verstellen. Oder früher noch gehabt, heute ist ja das automatisch elektrisch. Ja. Viel Auto, wo wir jetzt zusammengebaut haben. Ich verspreche euch, es wird auch wieder anders geben. Aber wir müssen währenddessen auch nicht die ganze Zeit über Autos reden. So viel Ahnung habe ich eigentlich auch nicht. Und wenn ich zwischendurch würde googlen gehen, wäre das ein bisschen peinlich. Das geht natürlich nicht. Ich finde es schön, dass sie jetzt wieder anfangen zu bohren über oben. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Es ist immer so gegen Mittag angefangen zu bohren. Ich glaube, das ist so extra. Wenn du so hungrig bist und so ganz leicht ranzig schon, dann denken die sich, ach, jetzt gehen wir noch mal rein. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen nerven. Nicht, dass wir irgendwie irgendwelche Meetings hätten oder müssen telefonieren. Aber ja, schlussendlich, also warum sie bohren überhaupt oben dran, es werden Jeans Büros umgebaut. Eigentlich ja cool, aber nicht unsere. Also es sind schon unsere, aber nicht von unserem Team. Wir kommen offenbar erst ein bisschen später in den Genuss von diesen neuen Büroräumlichkeiten. Aber es hat schon so ein bisschen Spoilers gegeben,
offenbar gibt es ein Bällebad in einem Sitzungszimmer und da bin ich völlig übergefallen. Also dann bin ich nur noch in dem Sitzungszimmer und hocke in dem Bällebad rein. Kenne ich einfach nicht. Ich weiss nicht, das ist immer noch so. Ach, das ist einfach schön. Du bist nochmal so richtig Kind, oder? Du hockst in dem Bällebad rein. Und ja, schiessen gleich. Im Anzug innen, am liebsten noch gerade. So wie bei der einen Folge von Big Bang Theory, wo der Sheldon ein bisschen durchdreht und dann eben im. Ich glaube, das ist zwar ein Bällebad für Erwachsene, weil es ist recht tief. Nicht, dass man müsste können schwimmen, aber ich glaube, die Kinder haben da schon ein bisschen Panik über. Da habe ich so ein bisschen den Verdacht. So. Schauen, dass ich das wieder richtig da zusammensetze. Ja, und jetzt kommen wir dann eigentlich auch schon fast das Ende von dem zweiten Beutel. Und es sollte eigentlich noch ein weiteres Set unterwegs sein da mit der internen Post. Dass wir gerade einen fließenden Übergang könnten machen zu dem. Aber falls das neue Set jetzt noch nicht da wäre, gibt es einen nicht ganz so fließenden Übergang zu einem anderen Set. Was das genau heisst, sehen wir dann, wenn es so weit ist und ich da mit euch den Fiat fertig zusammengebaut habe. Vorher müssen wir uns zum Glück noch nicht so viel Gedanken machen. Aber wenn können wir das und ihr auch das gut mit über, weil dann wird Caro nebenzu durch die Tür kommen und mir das neue Set an den Grind anschmeißen. Und dann sehen wir es dann. Worüber ich auch schon ein Weile nicht mehr geredet habe, weil ich auch schon ein Weile nicht mehr in den News war. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie Mitte August wahrscheinlich, wo ich auch gesagt habe, dass neue Miniaturenfarben kommen. Für alle die jetzt sich fragen, hey, Miniaturenfarben, was retten? Es geht um Tabletop-Miniatürli, also die ganzen Warhammer-Sachen und so, Star Wars Legion und so weiter. Kleine Figürchen, die man dann gegeneinander kämpfen, sie aufstellen oder bemalen noch zuerst und so. Für das haben wir einen neuen Hersteller geholt. Also neu ist der Hersteller nicht, aber für uns. Vallejo heissen die. Und die sind in dieser Branche zumindest ein richtig grosser Name. Ich tue persönlich auch mit denen malen am liebsten. Dann ja die Heime. Stehen halt auch für Qualität und gibt es schon sehr lang. Die haben ursprünglich, jetzt mache ich noch einen grösseren Bogen, aber ist ja gleich, wir haben ja Zeit. Ganz früher mal, also die Familie ist in Spanien und eine von dieser Vallejo-Familie ist dann auf Amerika mal ausgewandert und hat dort sein Glück versucht, wie das viele gemacht haben früher, und hat dort ein kleines Malergeschäft aufgemacht und er hat seine eigenen Farben gemischt, Acrylfarben auf Wasserbasis. Zu dieser Zeit hat Disney ein kleines Problem mit ihren Farben, weil ganz früher hat es ja noch keinen Computer gegeben und ist alles animiert worden. Sondern die haben da sowieso Rollen gehabt und dann ist das bemalte Papier so durchgelaufen und dann hat es auch wieder in die Rollen abgezogen, das unten durch und dann eigentlich wieder oben durch. So könnt ihr euch das vorstellen. Und die haben Farben gehabt, die dann halt, sobald die einen durchgegangen sind, gebrochen sind. Und das heißt, wenn die wieder raufgekommen sind, hast du das natürlich gesehen, oder? Und dann hast du nicht können so ein Bewegtbild machen. Und irgendwie sind die auf den Signor Vallejo gekommen und haben ihn angefragt, ob er Farben machen für Disney. Und das ist dann wirklich eine Zusammenarbeit ist daraus entstanden. Und so hat er natürlich sich einen irrsinnigen Namen machen, indem er für Disney die Farben zusammengemischt haben, die auf Wasserbasis halt nicht verbrochen sind. Ja. Anyway, es gibt auch in San Francisco übrigens eine Straße, die heißt Vallejo, und einen kleinen Stadtteil, der heißt Vallejo.
Aufgrund von dessen. Anyway, jedenfalls ist er wieder zurückgekommen und sie haben sich dann auch ein bisschen spezialisiert auf die ganze Wargaming-Community, die eben Miniaturen bemalt. Und dann mit denen bestenfalls auch noch ein bisschen Kriegerli spielen. Und von denen haben wir jetzt die Farben bestellt und die kommen nächste Woche die rein. Die einen sind sogar schon online bei uns auf brack.ch. Und da freue ich mich natürlich persönlich auch riesig, wenn wir das endlich da bei uns im Sortiment haben. Und das wird richtig cool. Ich habe schon persönlich jetzt länger nicht mehr gemalt, also das letzte Mal vor der Ferien irgendwo noch im August, aber es ist einfach so fucking heiß und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch schon mal Miniaturen bemalt hat oder sonst gemalt. Wenn es heiß ist, verhalten sich halt Farben und dann noch typisch verhalten sich Farben komplett anders, als wenn es ein bisschen trockener ist und einfach normales, geregeltes Klima. Und so wie jetzt im Herbst ist halt einfach perfekt, oder? Ja, und es schießt ja auch einfach an, wenn du da unter den Lampen hockst. Am besten noch Halogenlampe, die so mit etwa 300 Grad auf dich runterbrennt. Und deine Figürchen ganz, ganz fein so musst anmalen. Das funktioniert dann mehr schlecht als recht in der Regel. Aber ja, jetzt ist ja wieder Saison, wenn man das so sagen kann. Und ich freue mich auf jeden Fall, wieder Figürchen bemalen. Eins habe ich ja fast fertig für unsere Dungeons Dragons Gruppe. Und ich glaube, da wissen ja die meisten, dass ich dort Spielleiter bin. Ich tue auch sehr gerne meine Dienste als Miniaturenbemaler anbieten. Jetzt gibt es das Klebi, schau mal. Und ja, ein Figürchen, beziehungsweise zwei, sind von Spielerinnen im Hero Forge gemacht worden. Dort kann man so seine eigenen Figuren designen, dass sie möglichst nah an deiner eigenen Vorstellung sind. Und dann kommen die dann, sind natürlich unbemalt. Und ja, du hast aber online die Möglichkeit, während du die Figuren erstellst, die auch einzufärben. Und das ist natürlich eine perfekte Vorlage, auch für mich, dass ich nachher kann die Figuren so bemalen, wie sie es im Sinn haben, wie sie denken, sollte ihre Figur eigentlich aussehen. Und die eine habe ich fertig und an der anderen bin ich jetzt noch dran. Und ja, aber viel gibt es eigentlich nicht mehr zu machen. Also ich könnte eigentlich noch ein bisschen mehr schattieren und noch alles ein bisschen mehr hervorheben. Es wird dann nicht mehr ganz so im Original entsprechen. Aber ich gehe jetzt mal mit dem Original und dann kann man ja die Person, die das Video gehört hat, zuerst fragen, hey, ist das gut oder soll man noch mehr machen, bevor ich da zu viel in Eigenregie mache. So ist das. Oh, wir haben 5 Reifen. Einer kommt hinten drauf. Vielleicht. Oder im Kofferraum. Im Kofferraum könnte natürlich noch sein. Wir haben hier auch wieder die schönen Gummiwalzen. Habe ich lieber. Es hat auch mal so etwas wie, keine Ahnung, so einen Plastikverschnitt gegeben oder so, schon fix fertige. Lieber Gummi ist natürlich für die Umwelt jetzt nicht so hervorragend. Gummi mit Erdöl und den ganzen Verunreinigungen und so weiter. Nachher die Entsorgung etc. pp. Aber ja, also wenn wir mit dem Thema anfangen, dann werden wir ja sowieso nicht fertig. Und das sind jetzt... Also ich glaube, das ist jetzt wirklich der grösste Teil. Ah, jetzt habe ich schon gemeint, die Zigarre. Hey, raus. Jetzt hast du gemeint, das ist eine Zigarre. Ich habe mich schon fast gefreut und eine wollte anzünden. Eine Paffe hier, dann noch schöne Whisky dazu. Aber nein, es ist ein Pinsel. Wir haben sogar 2 Pinsel. Aha. Und ja, es gibt ja noch ein Gemälde dazu. Aber zu dem Set gehört. Und darum ist es leider keine Zigarre. Ich weiß nicht, ob das jetzt gross würde passen, wobei Italiener, wenn man so an die Mafiosi denkt. Hey Nico und ciao, willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut.
Wenn man an die Mafiosi denkt, die in diesen alten, verstaubten italienischen Restaurants gehockt sind und eins rumgepafft haben, dann passt irgendwie so eine Zigarre doch schon. Aber wahrscheinlich hat man nicht ganz das Bild vermitteln von irgendwelchen Mafiosi, die so in zwielichtigen Lokal sich treffen und irgendwelche Geschäfte machen. Fände ich zwar auch mal geil. Keine Ahnung, so Diorama-mäßig. Scarface als Diorama. Fände ich geil. Hey. Excuse. Also ich feiere irgendwie Dioramas für die noch ein bisschen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es ist so etwas mega Greifbares, wo halt direkt in der Szene entspringt, wo du kennst, oder wo... Stell dir vor Matrix, die Szene auf dem Dach, wo der Neo dort noch Trinity hat und so. Ein Hochhaus, der Neo und dann hinten dran Trinity, wo hängt, und auf der anderen Seite der Helikopter, wo musst bauen, während der, also ein Hochhaus, und der ist schon so in das Hochhaus reingedrückt und halb am explodieren, so wirklich so ein Live-Action-Diorama direkt aus dem Film. Das fände ich sowas von geil. Gibt's vielleicht? Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt persönlich noch nie gesehen. Aber fände ich fett. Richtig, richtig fett. Also ja, was wäre noch? Was ist so eine geile Szene? Also völlig übertrieben, aber richtig geil. Die Schluss- oder fast Schlussszene von Herr der Ringe, wo sie in Minas Tirith sind und alle dort sind sich vor den Hobbits verbeugen. Dann müsstest du natürlich Minas Tirith haben, plus alle Figürchen, plus 200 Statisten und so, das wäre ein bisschen viel. Oder vielleicht die Rückkehr nach ins Auenland, nach Hobbingen, wo ja Orks sind, also im Buch zumindest, das sieht man im Film nur im ersten Teil in der Vision vom Frodo bei der Galadriel. Oh, jetzt kommt er nicht vor. Dort sieht man eigentlich, was am Ende vom Buch in Herr der Ringe passiert, nämlich wenn sie ins Auenland zurückkommen, ist alles verwüstet. Die Hobbits sind alles Sklaven von den Orks, die sich dort zurückgezogen haben. Und ja, das wäre auch cool. So einfach, wie sie so in ein zerstörtes Auenland reinkommen. Anstatt immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Mal ein bisschen etwas anderes. Dort wäre es wiederum schwierig, die Szene gut zu verkaufen, weil die kennt man eigentlich nur, oder er kennt sie nur, wenn man eben das Buch gelesen hat. Da sind wir auch bei so einer schönen Diskussion. Haben wir jetzt die letzte Woche geführt? Ich glaube, die haben wir letzte Woche geführt. Ah, schön, den Bogen wieder geschlagen, oder? Buch vor der Verfilmung, nach der Verfilmung, nur das Buch, was ist besser und so weiter und so fort. Aber ja, eben, das haben wir jetzt letzte Woche schon diskutiert. Jetzt machen wir das nicht nochmal. Aber die Szene aus Matrix stellen wir jetzt schon gerade geil vor. Das wären ja viele so durchsichtige Teile, die so ein bisschen gewölbt müssten sein, weil der Helikopter, das ist ja so eine geile Aufnahme von oben, wo man sieht, wie es so Wellen gibt über das Glas innen, während in Slow Motion dort der Helikopter reinkracht und explodiert. Geil. Warum kommt mir das jetzt gerade in den Sinn? Auf dem Rückflug von San Francisco habe ich mir Matrix hineingezogen. Deswegen. Aber ja, so Lizenzwaren sind auch mega teuer. Ich weiss nicht, ob man da noch zusätzliche Lizenz braucht. Ob Matrix würde lange oder ob man noch den... Ist das auch ein Publisher, der die Filme rausbringt? Ob man dort auch noch muss etwas zahlen muss? Bin ich jetzt leicht überfragt. So. Und du kommst so. Ich weiss jetzt nicht genau, was das da ist. Ja, vielleicht wird es ein James Bond Auto mit noch irgendwelchen Waffen versteckt oder so. Wäre auch geil. Das war immer das Geilste gewesen. Wenn man gesehen hat, was das kleine Auto kann. Und die ganzen Gadgets und so.
Weißt du, ist das bei der aktuellen James Bond, ist das auch immer noch so mit diesen ganzen Gadgets oder ist das ein bisschen verloren gegangen? Weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe noch keinen James Bond gesehen mit dem Daniel Craig. Nicht einmal Casino Royale. Nicht. Ist bei mir einfach, mit dem Pierce Brosnan ist in mir innen etwas gestorben und ich kann mich noch nicht überwinden, den Daniel Craig anzuschauen, aber es soll ja offenbar eigentlich sehr ein guter James Bond sein oder gewesen sein, ich weiß gar nicht. Darf er nochmal? Darf er nochmal James Bond spielen oder nicht? Ich weiß es nicht. Wann ist der letzte rausgekommen? Keine Ahnung. Ich darf mich sehr gerne aufklären. Ich bin jetzt da wirklich gerade ein bisschen ahnungslos. Werden wir uns an Stoßdämpfer machen. So. Oder prädestiniert für so ein Diorama wäre doch auch die Italian Job. Mit diesen 3 Minis, oder? Dann kannst du schon mal 3 Autos zusammenbauen. Und nachher noch irgendwie in dieser Szene, wo sie richtig, was ist das nicht, Kanalisation, aber ja, wie heisst das in Amerika, wenn sie so an Kanal, wo sie den Kanal runterfahren und so ein bisschen eine Verfolgungsjagd haben, das wäre geil. Oder Star Wars, anstatt immer nur die einzelnen Modelle, wirklich mal ein Diorama. So irgendwelche Kämpfe oder so. Das kann ja auch ein kleineres Format sein, das muss ja nicht übertrieben sein, sonst ist dann der Preis auch irgendwann mal bei 5000 Franken. Aber einfach etwas zum Nachstellen, oder? Wo so tust und dann so kannst drehen und von jedem Winkel sieht es ein bisschen anders aus und so, ah ja, hier und so und ja, genau, ist ja wie im Film. Ja. Ich lasse mich ja da gerne hinreissen und zu irgendwelchen Gugus von irgendwelchen Gugus begeistern, die ich mir zum Teil selber ausdenke. Und wirklich noch Geld dafür ausgeben. Das kommt ganz raus. Okay. Wir sind jetzt aktuell auf Netflix, sind wir an Blacklist schauen. Ist ja offenbar schon eine Weile draussen. Ich hoffe auch abgeschlossen, weil doch mit 9 Staffeln sieht es ziemlich fertig aus. Haben wir von einer Kollegin empfohlen bekommen. Liebe Grüße, Nina. Und ist wirklich geil. Also wir haben schon länger mal wieder so etwas gesucht, wo ja, so ein bisschen Krimi, wir haben Mentalist zum Beispiel mega gefeiert, für die das gesehen haben oder das eben nicht gesehen haben. Auch so eine Krimiserie mit einem, wo Menschen halt sehr gut kann lesen und manipulieren, darum heisst er halt auch Mentalist. Und hat pro Folge natürlich immer wieder Fälle, aber es hat so eine grosse Handlung, die sich durch alles durchzieht. Und halt auch die Charaktere entwickeln sich mega gut und schlüssig und auch in sich abgeschlossen und einfach ein richtig, richtig geiles Ende auch. Also die Serie ist schon älter, aber ich glaube, sie läuft nach wie vor immer noch auf Kabel 1. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, würde ich es euch wirklich anraten. Richtig, richtig geile Krimiserie. Und die Hauptfigur, der Patrick, ist natürlich einfach goldig. So. Sieht alles gleich aus, alles gleich geil hier. So ein schräges Eisen. Und da. So.
Sehr gut. Hervorragend, haben wir die noch falsch drauf gemacht. Ist ja nicht anders zu erwarten von mir. Muss immer mal wieder etwas auseinandernehmen. So. Okay. Da kommen jetzt die kleinen Speerspitzen da rein. Oder Bohrer oder was auch immer das ist. Ich weiß gar nicht, wie kommt das näher ran? Was ist das? Ist es zum Abschleppen? Ist das ein Seilwinde? Fragen über Fragen. So. Mal so ein längliches Scalps. Ich kann mir natürlich auch helfen. Ich weiss ja nicht, wie viel mir das nachher bringt. Ich weiss nicht, auf welche Seiten ich würde verweisen würde. Was ist spiegelverkehrt? Ich sehe das so. Ich würde jetzt sagen rechts. Mal für mich ist es ja auch rechts. Dann ist es ja nicht einmal spiegelverkehrt. Nein, ich würde jetzt sagen links, oder? Ja, logisch. Dann ist es ja doch spiegelverkehrt. Das ist auch so etwas, ich weiß nicht, das habe ich mir irgendwie als kleiner Bub angewöhnt. Ich weiß nicht warum. Habe ich wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich sage schlau. Wenn jemand etwas im Gesicht hat, dann zeige ich immer auf eigentlich von meiner Seite, beziehungsweise von ihm seiner oder ihrer seiner Seite aus. Also wenn du etwas links im Gesicht hast, zeige ich auch links. Aber das machst du nicht, weil du stehst ja wie vor einem Spiegel und der andere langt sich dann nicht links ins Gesicht, wenn du links anlängst, sondern er langt sich auch rechts ins Gesicht. Oder sie. Ja. Eher ist so eine dumme Angewohnheit, die ich seit klein auf habe, die ich nicht mehr wegbringe und halt einfach immer auf die richtige bzw. falsche Seite zeige. Und die Leute immer, hä, da ist es weg, ist es weg, ist es weg. Nein, die andere Seite. Aha, ja, dann zeig doch auf der richtigen Seite. Ja, sorry. Tut mir ja leid. Tut mir ja leid. Hallo, wo ist das Gelbe? Ich sehe es nicht. Einfach nochmal so eins wie hier. Also das müsste es ja noch haben. Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht gebraucht. Systematisch durchgehen. Ganz langsam. Also es tut mir jetzt schon gerade ein bisschen bitter, aber ich habe wirklich das Gefühl, es fehlt. Fehlt es? Nein, das kann doch nicht sein. Ich sehe es einfach wieder nicht. Kann man noch die Schachtel schön holen? Ein Moment. Ja, leider ist in der Schachtel auch nichts. Also sieht kritisch aus für unseren Fiat 500. Dass die Frontstoßstange nicht ganz fertig wird. Tja. Vielleicht finden wir es noch. Es ist ja der letzte Sack, da kommt nicht mehr dazu. Tun wir mal den Rest raus filtern und brauchen, was wir da haben. Und dann kümmern wir uns später darum. Ich sehe gerade hier braucht es von einem anderen, vom vorherigen Sack noch so ein Fiat-Zeichen. Zumindest habe ich es gerade gesehen. Kein Bock da jetzt durchsuchen. Da brauchen wir natürlich noch unser Logo. Am besten auf die richtige Seite drehen. Komm schon. Dreh dich. Es kann nicht schräg sein. Das darf nicht. Da dreht der innere Mank bei mir dreht da völlig am Rad. Ist immer noch nicht gerade.
So, jetzt ist es aber perfekt. Man sieht es leider nicht ganz so gut. Aber das da vorne ist das Fiat-Logo, das wir geschwind auch nicht gemacht haben. So, und jetzt dürfen wir das schon versenken hier. Wie kann ich das an? Irgendwie so. Es hat jetzt fast so getönt, als hätte ich wieder irgendetwas abgerissen. Alles gut. Und da sehe ich, habe ich noch ein kleines Teil vergessen. So. Okay. Ah, schon geflickt. Wunderprächtig. So, jetzt kommen noch die vorderen Seitenschweller. Eigentlich wäre es cool, wenn man noch irgendwie einen Mech oder so da hätte. Oder eine Mechanikerin. Und uns etwas könnte erzählen über den Aufbau von so einem Auto und wie das funktioniert, alles und ineinander reingreift. Ja, als Laie kann man schon etwas erzählen, aber in der Regel stimmt die Hälfte nicht. Und die andere Hälfte ist gar nicht erwähnt worden. Ich würde aber gerne noch so ein bisschen neue Sachen erfahren und eben wie die Welt so ein bisschen funktioniert. Finde ich schon noch interessant. Also, haben die das auch, dass ihr so bei gewissen Sachen euch fragt, ja, wie wird das eigentlich hergestellt? Wo kommt das her? Wie funktioniert das? Oder ist bei euch einfach eher so, ja, es funktioniert und mehr muss ich jetzt nicht wissen? Wenn wir schon so viele Erfindungen haben bei uns auf der Welt, ist es schon noch interessant, wenn man erfährt, wie es dazu gekommen ist. Obwohl man ja gewisse Sachen schon in der Schule hat. Keine Ahnung. Glühlampe und so gut aus. Und Chemie noch hat und irgendwie Herdöpfelbatterie macht oder so noch gut aus. Aber ja, ein bisschen Sachen drüber aus. Wie dass wir einmal das Glück hatten, dass wir jemanden da hatten, der unter anderem auch so 3D-Modelle macht für, jetzt leider nicht für Lego, aber halt für Klemmbausteine. Ja, das ist noch interessant, finde ich, oder? Wie kommt man da dazu? Was muss man alles beachten und so? Ich meine, wir machen einfach die Schachteln auf und bauen es zusammen und gut ist. So, das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Okay. So, okay. Kleine Zangengeburt war da. Es überschneidet sich halt auch, weil es eben vorne wieder einen Winkel hat. Und ich am Schluss dem ganzen Auto ein bisschen Form und Charakter auch gibt. Und da die Sitze, die müssen noch ein bisschen weiter rein. So stehen die da bei den Türen an. Und sonst nehmen wir die Türen gerade ab, okay. So, noch ein bisschen reinschieben. Jawohl. Jetzt passt das perfekt. Da ist noch die Rückenlehne. So, jetzt aber. Wunderschön. Jetzt noch die andere Seite. Mhm, mhm. Ich brauche wieder so ein Gelenk. Haben wir noch eins? Das bräuchte. Oh, da ist das andere Teil. Ah. Eben, einfach weitermachen und es kommt dann schon.
Aber... Nein! Bleib doch dran! Also ich bin schon ein Meister im Demontieren, muss man schon sagen. Ah, jetzt sieht's fertig aus. Also, fertig. Einmal den Stoßdämpfer vorne dran. Ne? Das ist schon mal ein Teilerfolg. Ah, da, so. Sehr gut. Weiter geht's. Ah, nachher nur noch die ganze Zeit Termine. Bis am Abend. Spät. Also später als normal. Wie ist das bei euch so? Habt ihr gerne euren Tag voll ausgefüllt und am fast schon zu viel? Dass ihr wisst, hey, geht ins Geschäft und es rebelt, es läuft etwas, ich kann etwas machen und hocken am 8 Uhr an und zack ist 5 Uhr. Wenn wir jetzt mal von 8 to 5 ausgehen. Oder lieber so, hey, ich bin mein eigener Chef und ich tue die Sachen so und so anordnen und dann geht das einigermaßen gut für mich auf, sodass ich etwa fertig bin am Abend. Oder lieber so der Chiller oder die Chillerin, die sagt, ja, bin ja froh, wenn ich mal zwischendurch gerade nichts habe. Oder mal einfach ein bisschen keine Ahnung, mich Sachen zuwenden, wo ich nicht so die Zeit habe dazu und halt ein bisschen chilliger ist. Ich habe die Diskussion also ähnlich geführt gestern mit meiner Frau, weil sie halt eben einfach einen Job hat, wo es richtig abgeht. Oder wo sie kommt und am Abend hat sie immer noch 20 E-Mails drin und du musst einfach Vollgas geben, der Tag geht gerade um und es rebelt einfach nur so. Und du musst halt richtig etwas liefern, etwas leisten, dass du überhaupt kannst mithalten. Und ich habe das so gesagt, ja, ich bin eigentlich lieber so ein bisschen mein eigener Chef, oder? Also, ich tue mich gerne selber organisieren. Habe ich früher gemacht, ich war schon Chef gewesen, oder? Und lasse mich nicht gerne von extern zumüllen, so ganz böse gesagt jetzt. Und ja, ich habe auch gerne meine Sachen erledigt, oder? Ich bin so wie einer, der die ganze Quests macht und komplettiert und möglichst 100 von 100 erreichen, um ja, alles komplettieren, so ein Completionist, oder wie man das sagt. Und der Nico sagt, Hauptsache ich kann jetzt Gym, da geht alles. Okay. Ja, das sind natürlich Prioritäten, die man sich kann setzen kann. Absolut. Wie oft gehst du eigentlich ins Gym, Nico? So jeden Abend, oder was? Also ich habe einfach nicht gerne, wenn ich am Abend noch heimgehe und es hat noch 20 E-Mails im Posteingang. Das geht einfach nicht. Aber kannst du dann gleich auch nicht hocken bis um 8 Uhr, oder? Also das ist auch nicht Sinn und Zweck davon. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Perfektionist, oder? Es soll einfach schön alles aufgehen. So. Gute Menge Arbeit gefordert werden, aber ohne dass sie gerade abschießt ist. Die Zeit habe ich hinter mir. Wir haben da schon mal ein bisschen diskutiert über so Arbeitslast und auch Überlastung. Und das passiert eben doch noch schneller, als man denkt. Vor allem, wenn man so Hybrid-Jobs hat, wie der letzte halt, den ich hatte und ich schon erzählt habe, wo einerseits im Büro bist und dann auch noch zusätzlich an der Front und es klopft einfach nur noch links und rechts und weißt am Abend nicht mehr, wie der heiß ist.
Das ist dann halt crazy. Im Moment gehst du nur 2 bis 3 Mal in der Woche ins Gym. Okay, okay. Motivation nach dem Arbeiten? Dann noch mit her. Also ich verstehe dich voll, Nico. Ich verstehe dich voll. Also ich meine, ich sehe jetzt nicht aus, als würde ich, würde ich wirklich ins Gym gehen. So. Aber ich mache trotzdem ein bisschen etwas. Aber jetzt gerade diese Woche und die nächste, wo viel los ist, wo ich jeden Tag da in Meganwil bin, ja, ist einfach Motivation fehlt dann einfach noch heimrösseln oder Verkehr ist jetzt zwar hier ist Ferien, aber es hat gleich noch recht viel Verkehr. Ich habe Minimum eine Stunde bis heim und dann gehst du ja noch später, weil du eben noch irgendwelche Sachen sonst noch los hast. Du noch gerade etwas Neues einschaffen, dann ja, kann es natürlich auch mal sein, dass man noch ein bisschen länger bleibt. Ja, und dann kommst du spät heim und dann noch ins Gym und willst ja gleich noch ein bisschen etwas vom Abend haben. Also ich will dann einfach auch noch ein bisschen zocken und entspannen. Es gibt Leute, die sagen, ja, Fitness, das Gym ist für mich Entspannung. Das ist bei mir Prio 1. So bin ich halt nicht, oder nicht mehr zumindest, ja. Und ich kann mir vorstellen, bei euch geht es so richtig ab, Nico. Du hast wahrscheinlich auch nicht mega viel Zeit noch, um irgendwie gross eine Pause machen und bist dann halt knüttelfertig, wenn du heimkommst. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ich würde sagen, der hebt gar nicht. Ah, jetzt gibt es noch einen Kofferraumdeckel. Der ist ja hier vorne offenbar. So richtig super sportwagenmäßig. Kofferraum vorne. Und hat noch 100 Projekte nebendran. Ach so, ja, ja gut, das stimmt. Dort hast du natürlich auch noch deine Finger überall in der Suppe, oder? Wir kennen dich auch nicht anders. Aber ist eigentlich cool. Also, eben, wenn du daheim auch noch Projekte am Laufen hast, die dich extrem motivieren und also daheim oder ja, auch extern, also nicht jetzt als Nebenjob oder so. Oder ja, gleich irgendetwas am Aufbauen bist. Keine Ahnung, eben zum Beispiel eine Steffi, die das Streaming noch nebendran hat und so, wo sie halt auch mega fordert. Aber das ist auch etwas, was auch für dich machst, oder? Und Sachen, die für dich machst und deine Zukunft, sind halt schon auch brutal motivierend, oder? Du kannst sagen, hey, das habe ich gemacht, das habe ich geleistet, das habe ich erreicht, oder? Hey! Das sieht schon ein bisschen fertig aus, hä? Nice. Ich weiss nicht, also irgendwie kommt mir da der Schnauz schon ein bisschen bekannt vor. Sieht wirklich aus wie ein Schnauz. Ein Schnurrbart. Irgendwie sieht es witzig aus, nicht? Der Schnauz, die Nasenlöcher sind zwar am falschen Ort, müssen eigentlich oben sein, aber hey, der hat jetzt halt einen Obernasen-Schnauz. Das hat eine schöne Form, fühlt sich gut an. So. Nico, ich habe gehört, in der Europe Lounge läuft richtig viel, hä? Es sind noch, ich glaube, noch Finals und was weiß ich alles. Hast du wegen dem so viel zu tun? Also League of Legends natürlich. Ich habe noch studiert, ob ich auch soll gehen. Aber ich glaube, es passt einfach nicht in meinen Terminplan rein, diesen Monat. Und da ist ja auch richtig Scheps drauf. So.
Ja, schön, wenn etwas so fast schon fertig ist und du erkennst, was es ist. Bei Miniatürli malen übrigens auch so. Wo ist es? No! Ah, es ist... Bei Miniatürli malen ist das eben auch so. Pardon. Am Anfang schießt es mir aber fast ein bisschen an, weil es so grottenmässig aussieht. Bis du dann mal ein bisschen daran gearbeitet hast und Details hervorhebst und siehst, hey, es wird richtig geil. Ah, schön, wie das alles ineinander reinläuft hier. Da freut sich auch wieder der innere Monk. So, und eine Frontscheibe. Ui, mit Klebi. Klebi müssen wir auch noch. Wir haben so wenig Klebi angeklebt. Hoffentlich haben wir nicht vergessen. Das sind natürlich ihr geschuld. Das ist sowieso Gesetz hier. Ich tue nie etwas falsch an. Oder vergesse etwas. Einfach, dass es klar ist. Ah, bist du Svenny in der Rerupt? Okay. Interessant, okay. Bin ich ja wirklich gespannt, was du sonst noch alles am Laufen hast. Ah, natürlich noch deine ganze Band, oder? Ich habe das ein bisschen gesehen. Also wer das nicht weiss, der Nico hat ja eine eigene Band. Das hast du sicher selber schon gesagt. Aber ich sage es trotzdem nochmal. If Karma Could Kill. Sehr geile... ich sage jetzt mal... Ich hoffe, ich sage das richtig. Alternative... Grunge, zum Teil ein bisschen so Metal-Einflüsse noch. Sehr, sehr cool. Aber auch melodische Lieder drin jetzt neuerdings. Und Nico ist ja Frontman, Frontsänger. Und sehr, sehr geil. Und ich glaube, wir sind wieder an einer neuen, oder jetzt erstmal an einer LP dran, oder? Kann man das so sagen? Also ja, bei dir wird es auf jeden Fall nie langweilig. So viel habe ich schon gemerkt an der Faba. Ist ja cool. Ich meine, wenn man so jung ist, dann soll ja etwas gehen. Man soll etwas können bewirken. Also ich bezeichne mich da in dieser Hinsicht auch immer noch jung. Als jung. Ist jetzt ja langweilig im Leben, wenn du nicht mehr reissen kannst. Passiert ja auch je länger, je mehr noch erneut im Alter. Bei diesen sogenannten Silverpreneur, also die schon graue Haare haben und eben nochmal sich selbstständig machen, ein Business aufziehen und einfach nochmal in die Welt rauswenden, etwas hinterlassen, etwas erschaffen. Die haben eine eigene Bezeichnung. Finde ich irgendwie auch noch lustig, oder? Silverpreneur. Das klingt so irgendwie weise und erfahren. Aber was? Es sind eine Band mit einer gespaltenen Persönlichkeit und spielen die zwei Formationen. Es sind ja wirklich weird. Also, es sind ja wirklich weird. Okay, also, interesting. Darfst du sagen, was die zwei.
was die zwei Formationen sind. Oder die zwei Persönlichkeiten vielleicht wäre interessanter. Oder das manifestiert sich wahrscheinlich im Style, wo er spielt, wo er Musik macht. Ich würde mal sagen, 2 Formationen heisst ein doppelter Aufwand für dich, wenn du bei beiden sehr wahrscheinlich Sänger bist. Würde ich jetzt mal so raten. Oh, ja, ich kann es natürlich auch falsch nicht tun. So. Jemand geht Ende Jahr aus der Band und 2 neue sind dazugekommen. Wow, Jesus. Okay, also ihr habt ja alle Hände voll zu tun, hä? Krass, nochmal ein Wechsel. Jetzt hat er doch letztes Jahr, hast du gesagt, oder Anfangsjahr schon einen Wechsel gehabt, gell? Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Da geht ja richtig Post ab, hey. Ich hoffe auf alle Fälle für euch, dass ihr euch bald könnt festigen und ja, so richtig wieder einen durchgeben, oder? Ich meine, schlussendlich geht es ja um das. Du hast ja eine Band zum Musik machen und deliveren. Kann man das... Ah, so jetzt. Ja. Das und das. Es gibt ein ganzes weirdes Konstrukt hier. Fast so weird wie die Band von Nico. Aha. Ihr übernehmt die alten Songs nicht. Cool. Ja gut, dann hast du ja sicher noch genug im Kopf, dass du noch ein paar neue kannst schreiben, oder? Das sollte kein Problem sein für dich. Ich meine, sonst, wenn es mit dem Vibe nicht so gestimmt hätte oder jemand eigentlich hätte aufhören, das hättest du ja gleich näher gemerkt in der Musik oder auch so zwischenmenschlich. Oder es hätte ja schlussendlich auch nichts gebracht, wenn jetzt die Person einfach geblieben wäre oder noch würde bleiben. Die sind alle Ewigkeit. Ah, übrigens allen einen guten, die am Essen sind. Geniessen es. Ich hoffe, ihr habt ein richtig feines Mittag vor euch. Ich kann hier noch den Fiat anschauen und mir vorstellen, es sind Bananen und vielleicht essen dann auch irgendwann einmal. Alles im Rahmen vom Möglichen. Ah, schau jetzt, das Schwarze, wir haben noch so ein schwarzes Stofftüchchen hier. Und ich habe noch gedacht, entweder ist es Kofferraum-Auskleidung oder es ist das Dach. Und es ist effektiv das Dach. Das Stoffdach, das man zurückrollen kann. Sehr cooles Detail. So, das wollen wir jetzt da in die Löcher rein tun. Mega. Und dann wird es so aufgerollt und hier eingehängt. Ah, und man muss es noch fixieren, wenn nicht schlecht ist. So. Hey, also richtig schönes Detail, oder? Das gibt ja so ein bisschen etwas von Realismus drin.
Love it. Okay, ja, tu ich doch machen, Nico. Danke vielmals. Das tu ich doch machen. Okay, also. Hey, wir haben da ein Dächli. Nice. Also ich finde, das Stoffdächli, das macht es jetzt wirklich noch aus. Wenn das jetzt einfach so Lego-Klötzchen wären, so schwarze drüber rein, dann wäre es nicht ganz so lebendig, finde ich. Er ist ja voll knuffig irgendwie. Also er ist wirklich so handlich kompakt, wie er halt in echt auch ist, offenbar. So, okay. Also jetzt geht es so ein bisschen an die Details. Noch die Beinsäule. Der Ersatzreifen kommt tatsächlich vorne rein. Wunderbar. Okay. Und der wird hier innen verstaut. Aber der geht da durch. Also. Hä? Haben wir etwas vergessen? Also der geht ja wirklich durch. Das kann doch nicht sein. Ich muss jetzt schauen. Also es hat hier nichts, was aufhaltet. Irgendwo beim Stoßdämpfer wahrscheinlich irgendein Teil vergessen. Jetzt muss ich wirklich schön zurück. Nein, Stoßdämpfer ist es nicht. Und da haben wir eigentlich auch nichts. Das stimmt auch. Querstreben stimmt auch. Also würde mich jetzt wundern, wenn das so beabsichtigt wäre und der Reifen wirklich soll durchgehen. Kannst du nicht fahren. Ja, ich sehe effektiv kein Teil, das da dazwischen wäre und würde den Reifen auffangen. Also ich kann es rein tun und es sieht lustig aus, aber der Reifen, der geht halt einfach da durch, oder? Also, ich will jetzt das zeigen, oder? Er ist einfach da drinnen und geht halt da durch. Irgendetwas müssen wir da noch fast an tun. Wenn am Schluss noch das Teil führig ist, versuche ich mal irgendetwas dort unten anzutun, dass der Reifen durchgeht, weil das finde ich jetzt wirklich nicht so cool. Das sollte nicht sein, finde ich. Ausser ich kann effektiv etwas übersehen, natürlich. Da. Was mir noch aufgefallen ist, es hat sehr, sehr viele neue Abonnenten. Freut mich ja extrem, dass ich das gesehen habe. Der September scheint ein richtiger Erfolg zu sein, während ich nicht da bin. Soll jetzt natürlich nichts heissen. Aber ja. Also die Formate scheinen ja richtig gut anzukommen bei euch. Vor allem Gaming und News auch. Und das ist natürlich mega schön zu sehen.
Jetzt war ja auch noch mal Dings gewesen, oder? Zero Fest in Zürich. Habe ich leider nicht können gehen. Also eigentlich hätte ich können gehen, weil ich ja gedacht habe, ich bin bis Ende September in der Flitterwoche, bin aber früher zurückgekommen. Ja, hätte ich eigentlich auch können gehen. Aber das ist halt schon alles sehr kurzfristig gewesen. Habe ich auch nicht gross voran irgendwie den Leuten gesagt oder so. Aber es gibt ja dann schon wieder irgendwelche Festchen, wahrscheinlich die Faba mindestens nächstes Jahr. Die kommt auch schon bald wieder. He? Also die Zeit vergeht so abartig schnell. Also ich habe das Gefühl, die Faba ist schon wieder näher, als dass sie vorbei ist. Das so. Jetzt gibt es nochmal hier so da die Lüftungsschlitzli da. Ei, an den Tag, gerade richtig. Schön. So, und damit haben wir unsere... Ah, und das Fiat 500 Zeichen kommt noch. Ach, der scheiß Reifen da. Das fehlt ja noch. Nuova Cinquecento. Mit meinem perfekten italienischen Akzent, ich weiß. Ich weiß. So. Voilà. Herziges Druckli. Jetzt können wir uns noch entscheiden. Jetzt hat es eigentlich 3 verschiedene Sets an Autokennzeichen. Ich habe keine Ahnung, für was die stehen. Aber nehmen wir mal die da offiziell auch unten nachher ankommen. Das Tofo 1965 hat wahrscheinlich auch irgendetwas mit dem Modell hier zu tun. Darum nehmen wir doch das mal. Ich weiß nicht, was die anderen für Kennzeichen sind, ehrlich gesagt. Was hat sie noch? Eben das PN und DK, also ja, DK noch Dänemark, aber PN. Also das ist ja eh nicht Dänemark, also sind ja keine offizielle Nummer, oder? Oder haben die früher so ausgesehen? Ja. Überfragt. So, und gibt es da hinten noch so einen wunderschönen Gepäckträger oben drauf. Da kommt ja dann auch der Koffer an. So, und den Auspuff dürfen wir noch montieren. Ha! Sehr cool. Das Mini-Detail, aber muss natürlich sein. Also der Auspuff ist definitiv schon... Innere so, wieder steht er nicht raus. Die haben wirklich so einen Mini-Auspuff. Wahrscheinlich wäre er nicht schwarz, eher silbrig, aber vielleicht ist er ja schon so viel umgefahren, dass er schon richtig eingerüstet ist, der Keib. Und jetzt gibt es noch das Köfferli. Und dann geht es ab in die Ferien, schon wieder. Reife Ferien. Bei Aargau sind ja schon wieder Ferien. Ach. Also es ist einfach krass. Es ist doch erst gerade Sommerferien sind jetzt gerade gewesen. Gefühlt für mich. Und jetzt ist schon wieder Herbstferien. Nein, Winterferien, Sportferien, Ferien. Die ganze Zeit. Einfach nur crazy.
Aber irgendwie auch gut, weil dann habe ich am Morgen ein bisschen weniger Verkehr und das hilft mir. Dann muss ich mich nicht ganz so fest nerven. Ich habe zwar, hä? Ah. Ich habe zwar angefangen, mittlerweile mich ein bisschen mehr zurückzunehmen und nicht mehr so schnell Nerven zu lassen im Verkehr. Weil, ja, es bringt halt auch nicht ganz so viel. Und also zum Teil habe ich wirklich das Gefühl, die Leute, die wollen einfach, irgendeinen Unfall verursachen. Dann fahre ich lieber auf der rechten Spur, wenn ich sehe, wenn sie wirklich so auf 30 cm aufhocken. Also jetzt nicht einmal unbedingt bei mir. Aber ja, ist mir dann einfach ein grosses Risiko. Weil es klopft doch öfters auf der Strecke, wo ich fahre, über Oftrigen. Und ja, wenn man es vermeiden kann und diesen Leuten ein bisschen aus dem Weg gehen, besser. Wenn ihr jetzt 5 Minuten früher oder später ankommt, kommt ihr schlussendlich auch nicht wirklich drauf an. Ausser die haben in ein Bewerbungsgespräch. Dann würde ich natürlich Vollgas geben, oder? Dann no mercy, keine Rücksicht auf irgendwelche möglichen Opfer. Dann wird einfach durchgepfeilt. Seid ihr schon mal zu spät gekommen, ein Bewerbungsgespräch? Hat das einen negativen Einfluss gehabt bei euch? Jö, unser Köfferli. Also viele hätten da drin nicht Platz, oder? Das ist ja so viel Verschalung. Aber es sieht cool aus. Und jetzt noch die obligatorischen Kofferkleber. All diesen Orten, wo wir schon mal gewesen sind. Italien, Polen. Da ist noch das Matterhorn. Wow, das Matterhorn hat einen Kleber. Wahnsinn. Dänemark, Paris und Deutschland. Früher hatten wir wirklich noch da die ledernen Reisekoffer gehabt. Und noch ein Schweizer Kreuzchen. Gerade neben Schweden. Damit wir das auch wunderbar verwechseln können. Ist ja eigentlich das Gleiche, oder? Zumindest eben in gewissen Orten im Ausland ist das Gleiche. So. Jetzt haben wir das Köfferli hinter drauf. Fast bereit zum Wegfahren. Jetzt gibt es nur noch die tollen Felgen, die wir noch da zusammen bauen. Das ist richtig cool, hä? Also, dass jetzt da noch so Prima Felgen. Habt es? Ah ja. Und dann schauen, dass alle irgendwie gleich zeigen, weil es hat andere Schriftzeuge da auf diesen Reifen. Es ist einfach eben einfach der Monk, der ein bisschen mitspielt da, oder? So. Da sieht das so aus. Finde ich ja schlimm, die Reifen. Weil sie eben so einen Felgendeckel haben, wo... Oh, tschüss, Auspuff. Wo einfach halt so ultra oldschool aussieht. Wobei hier passt es jetzt, oder es passt wirklich, weil ja, er hat halt einfach die Felgen. Aber sonst im Allgemeinen finde ich ja die schrecklich. Also apropos Felgen, ich weiß nicht, ob ich die Story schon erzählt habe, aber mein Onkel hat damals damals ist wirklich länger her, wie das meiste bei mir irgendwie so aus dem Nähkästchen erzählen, hat einen neuen Lexus gehabt. So ein SUV oder keine Ahnung, 450k oder wie, ich weiß auch nicht, wie die heißen. Und wir sind irgendwie am Zügeln gsi, glaube ich, von einem anderen Onkel oder so. Und dann hat er gesagt, ja, ich gehe jetzt in die Garage, ich habe meine neuen Felgen über. Voll geil und so. Und ich dachte, also jetzt beim Lexus da noch so krasse Felgen. Okay, ja gut, vielleicht sind sie wirklich geile, so 22er Walzen, die schön aussehen.
So schön aus Edelstahl oder was auch immer. Aluminium, keine Ahnung. Ja, dann kommt er zurück. 24 Zöller. Also schon mal völlig überrissen. Gerade noch knapp in den Radkasten passt. Und voll Chrom. Also, hast du nichts können sagen. Ich bin einfach so dort gewesen, ja. Oh, wow. So glänzig. Ja, es hat ausgesehen, hey. Also so vollchrom kannst du wirklich nur auf so japanische Tuner-Klepfangen tun. Und selbst dann finde ich es in der Regel noch schrecklich. Aber ja, so ist denn das halt, gekommen. Dem Kerry. Heute machen wir auch eigentlich kein Chrom mehr, oder? Ich glaube, die Zeiten sind wirklich durch. Oh nein! Nein! Ah, das hat ja noch wirklich eine Funktion hier. Nein, schon richtig gut. Also hier hat es natürlich das Gelenk dran. Das habe ich gar nicht gedacht. Das kann man ja noch auf und zu machen. Ah, ist das schön. Ist das nicht schön? Leute. Aber, ja, merci. Ah. Es ist einfach der Reifen, der geht halt immer noch runter. Aber wir haben noch etwas zum Zusammenbauen, und zwar die Staffelei. Für... Ach! In so ein braunes Teil. Sollen wir es erst suchen, wenn wir es brauchen? Ach. Also mir geht schon immer alles an. Ja, egal. Vielleicht hat sie von dem noch ein Ersatzteil. Wir bauen mal so weit, wie es geht. Wäre ja langweilig, wenn nicht in jeder Folge irgendetwas wieder am Boden fallen und wir es näher müssen suchen. Aber es geht jetzt doch noch recht gut auf vom Timing. Ich habe gedacht, wir sind ein bisschen früher fertig. Also viel früher fertig. Mit dem Fiat 500. Aber wenn wir jetzt wirklich gerade schon fertig sind, ist es zwar eine halbe Stunde zu früh. Aber wenn wir dann ganz geschickt könnten überspringen, dass wir müssten den Stream kurz stoppen und dann neu starten, weil es eine andere Marke wäre, würde man, glaube ich, auf das verzichten und halt heute wirklich einen kürzeren Stream machen. Ich hoffe, ich nehme mir das nicht übel. Aber so kann das halt laufen hier. Oh nein. Yo! Ich brauche so ein Graus mit einem Knubbel. Please. Please. Hey, aber was ist eigentlich mit dem da? Was ist das? Ah, das ist das Gemälde. Okay. Got it. Die Leinwand. Aber mir ist doch ein braunes Teil runtergefallen und kein graues. Also es hat jetzt wirklich nicht mehr viel Auswahl. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht sehe, dann... No! Es raschelt auch nicht. Oh, Scheiße. Nein. Dori nochmal. Ich brauche so das Gegenstückchen hier. Also das mit dem Gelenk hier. Ja, bleibt mir auch nichts anderes übrig. Ich muss jetzt ganz geschwind da auf den Boden runter.
Also ich suche natürlich auch ein graues Teil auf einem grauen Teppichboden. Ja, ich finde es nicht mehr. Ich habe jetzt wirklich auf dem letzten Meter vor der Zielgerade komplett gefailt. Und das Teil versemmelt. Aber ich habe jetzt wirklich gemeint, dass es ein braunes war, kein graues, das abgefallen ist. Und wir haben keine Ersatzteile, oder? Ich schaue mal noch in diesem Sack. Ja. Nein, also es sieht sehr, sehr schlecht aus. Es sieht wirklich nicht gut aus. Und das heisst auch, dass Stütze hinten dran jetzt fehlt. Hey Phoenix, ja merci vielmals. Ja, ich weiss, ja. Aber wenn einfach niemand da ist und niemand etwas zusammenbaut, ist doch das auch einfach nur öde und langweilig für euch. Also. Ach, das ist jetzt wirklich ein Scheiße. Also es ist also komisch, weil ich eben das Gefühl habe, es ist ein braunes Teil, aber offenbar ist das Grauen runtergefallen. Nein, das schießt mich jetzt an im Fall. Hey, nein, wirklich. Es wäre jetzt einfach perfekt, das perfekte Ende gewesen. Jetzt einfach aus Frust mache ich jetzt noch die Leinwand. Weißt du, die Leinwand perfekt in die Mitte reingebracht, oder? Hey. Ah! Wirklich der Horror, hey. Und wir stellen es einfach so an. Warte mal. Tut das selber stehen? Ja, das ist einfach so, oder? Also, das kommt ja eigentlich fehlt hinten dran das Bein. Wir stellen jetzt einfach einen Karren an. Der Karren ist jetzt unser drittes Bein. Aber Moment. Da gibt es noch so etwas wie eine Halterung. So. Okay. Und dann kann man das so da drauf stellen, ohne dass man es. Gut. Ja, dann machen wir noch unsere Farbpalette. Wir tun jetzt einfach so, als wäre nichts passiert. Und als hätte ich an alles gedacht und alles wäre da und nichts wäre am Boden gefallen. Und der Pinsel, der wird eh verschwinden. Also, weil ich meine, den muss ich da drauflegen. Oder? Also der geht jetzt garantiert ja und tschüss, oder? Zum Glück hat es einen zweiten. Und es hat auch ganz viele Farben. Wo kommen denn die anderen Farben hin? War es das jetzt schon? Ah, tatsächlich. Wir können jetzt noch unser Lego-Kit bewerten. Machen wir jetzt nicht. Ich habe noch ganz viele Teile hier. Scheiße. Aha, warte. Die kommen ja natürlich noch zusammen, oder? Ich kann mal sonst noch das andere wegnehmen, was wir noch brauchen, sicher. Das sind die zwei Sachen. Und dann haben wir ganz viele Ersatzteile. Ist das nicht schön?
Sieht so aus, als wäre nichts vergessen gegangen. Wirklich. Wird das am Schluss verlost? Wäre doch schade, wenn es ein komplettes Verlust würde. Nein, es wird tatsächlich nicht verlost. Das kommt hinten auf unsere. Ich weiß aber nie, welche Seite. Auf unser Regal rauf, da, wo wir schon alle haben. Ihr könnt es natürlich kaufen bei uns auf brack.ch. Haben wir den Fiat 500 noch. Und ja, aber es gibt sicher wieder Verlosungen, da müsst ihr keine Angst haben. Also, es hat da einen ganzen Karton mit Sachen. Aber das müssen wir natürlich entsprechend ein bisschen planen und auch vorankündigen. Es wäre ja unfair, weil Phoenix, du hättest wahrscheinlich jetzt gerade gewonnen, wenn du gerade aktiv bist. Oder vielleicht gerade Nico oder so. Falls noch ein paar am Lurken sind, ja, hättet ihr auch eine Chance. Aber das müssen wir natürlich im Voraus kommunizieren, dass alle die gleiche Chance haben, bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Aber wir haben eins gehabt, von Star Wars Raumschiff. Ich sage es einfach mal so. Aus der Clone Wars Serie, glaube ich. Justifier, die haben wir verlosen gehabt. Und ja, es gibt garantiert noch wieder andere neue Sachen, die wir noch werden verlosen, aber nicht heute. Und leider auch nicht der Fiat. Dem gefällt er dir. Also wir schauen ihn sicher noch ein bisschen genauer an. Ich versuche aber jetzt zuerst mal noch da unten irgendwie das Problem zu lösen, dass der Keib einfach, dass das Rad einfach runterfällt. Weil das finde ich jetzt wirklich nicht cool. Das wäre irgendwie mega, wenn man das rein tun könnte, aber das geht leider nicht an. Wenn das so wie würde heben. Das geht nicht so. Also ich meine, ich kann einfach so ein graues Teil da drunter tun und dann, ja, bravo. Ich glaube, dann geht es nicht runter, aber es ist ja nicht sonderlich stabil. aber es funktioniert. Ohne dass das Rad runterfällt. Aber ich bin nochmal zurückgegangen in der Anleitung und wirklich, es hat nichts unten dran, das verhindert, dass das Rad runterfällt. Außer das, was ich jetzt gemacht habe. Ansonsten, ja, jetzt schauen wir mal uns den nochmal an. Jetzt steht da, der leider das Bild nicht aufrecht. Aber wir haben wirklich einen wunderschönen Fiat 500 hier dürfen bauen. Von Lego. Das Modell sehen wir auch unten dran jeweils auf dem Stream. Also 10271. Ich muss noch mal spielen. Wie 960 Teile sind das gewesen. Ich soll es mal umdrehen, ja sicher, ich kann es mal umdrehen. Also du siehst halt hier, oder das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Aber grundsätzlich wäre hier noch wie eine Verstrebung drin, oder? Moment. Also müsste logischerweise, oder? Du siehst auch hier hat es noch so etwas wie so, keine Ahnung, ein Lego-Stück, wo man etwas könnte rein tun, um das Ganze zu blockieren. Aber gemäß Anleitung ist eben nichts drin. Oder? Und also Querstreben hier, das kann ich nicht weiterfahren, weil vom Rad her, das ist genau in der Mitte vom Radkasten. Habe ich eben noch gedacht, das könnte sein, dass das weiter vorne ist und blockiert, dass das Rad runterfällt, aber das würde dann auch nicht mehr richtig durchdrehen. Und am Boden Fahrerseite. Also da links. Du meinst, dass man da etwas würde tun? Ja, Moment. Also Fahrerseite wäre hier, oder? So. Also man könnte natürlich da unten noch etwas tun. Aber dann ist der Reifen viel zu weit oben und dann kann ich nachher die Motorhaube auch nicht mehr schliessen. Das Nubbelding unten noch beim Auto. Welches Nubbelding? Ach, das, was ich suche, Mensch. Hey, nein, wirklich? Also gut. Ah ja.
Jetzt habe ich es gesehen. Oh, das hat sich da reingeschlichen. Nein. Hey, Phoenix, merci vielmals. Oh Gott. Wir haben es. Danke, Phoenix, haben wir es jetzt. Aber ey, das ist ja richtig fies. Das heisst, wo das noch kein Rädchen hat, habe ich das irgendwie so angesetzt und es ist genau richtig aufs Lego-Teil gekommen, dass es da reingedrückt hat und dann habe ich es nachher nicht mehr gesehen. Leck, dass du das jetzt gesehen hast über die Kamera rein. Also hier war es gewesen. Ah, jetzt? Ah ja. Leck. Also in dem Fall aus Erfahrung. Aus Erfahrung geredet und dir auch schon passiert, oder wie? Ah, so gut. Ja, dann können wir jetzt noch geschwind Staffel 1 fertig machen. Moment. Also das Teil und... Ah, das da. Ja. Das braucht jetzt natürlich ein bisschen Craft. So, und dann müsste das, glaube ich, so hinkommen. Ja. Yes! Oh mein Gott! Zum Glück hast du dich noch gemeldet, Phoenix. Hey, wirklich. Und zum Glück habe ich noch gecheckt, was du meinst. Du hast nämlich ganz etwas anderes gemeint, als ich gemeint habe am Anfang. Ah, du hast es beim Umdrehen gerade gesehen. Ey, leck mir. Also das ist ja Adlerauge. Das ist ja übel, wenn dir das gerade aufgefallen ist. Das ist ein richtiger Profi, hä? Also der Phoenix ist ein richtiger Profi da. Ich merke das. Kann man wirklich... Ich kann mir, glaube ich, alles zeigen. Dir fällt das auf. Du bist ja so jemand, oder? Wenn die Frau heimkommt, beim Gaffer war, du sagst, wow, mega. Nie besser ausgesehen. Wie heisst dein Coiffeur? Oder sofort, ohne noch geschwind, dass die Frau noch irgendwie so muss machen. Nichts. Du darfst auch mega gerne Lego zusammenbauen. Okay. Oh, The Actor One. Oh, so geil. Sehr gut. Hey, schicke uns doch, wenn du ihn fertig hast, das Foto auf unseren Discord-Server. Ich weiß gar nicht, haben wir Discord-Command drin? Ich hoffe. Die gute Steffi. Yes. Die gute Steffi hat da nämlich das Ganze schön eingerichtet. Fantastisch. Ja, so gut. Dann haben wir jetzt dank dir das noch richtig fertig machen und es ist jetzt wirklich komplett. Wir können auf unsere Reise gehen und mir hat's... Ich habe zuerst noch gesagt, der Porsche gefällt mir besser zum Zusammenbauen, weil er interessanter ist, Teile mehr ineinander reingreifen, noch kann schlenken und was weiß ich alles. Aber obwohl der so viel kleiner ist, hat er so viele herzige Details verbaut, wie halt hinten dran der Koffer mit diesen Kleberlis gibt noch ein bisschen Charakter. Der Kofferraum, also eigentlich ist es nicht der Kofferraum, sondern der Motorraum, wo man noch reinschauen kann. Mein absolutes Highlight natürlich das Stoffdach hier einfach, wo man einfach zurückrollen oder auch nur halbers und dann so hinterlegen und ein bisschen Fahrtwind haben. Türen auf alle Seiten auftun, Stuhl führen, wie sich's gehört. Und dann zwischendurch wieder ein Teil abreißen, was auch dazu gehört, oder? Herrlich. So, und jetzt bringe ich es nicht mehr zu. Warum? So, okay. Ja, also ich tue auch gerne Lego zusammenbauen, Phoenix, aber manchmal ist es einfach wirklich schlimm mit mir. Einen wunderschönen guten Tag, Dominik. So schön, dich da zu haben. Wie geht's dir? Schon zu Mittag gegessen, wo bist du? Da, hat er erfahren. Okay. Und wir haben vorne noch unseren Kofferraum, der blockiert ist mit unserem Reifen. Und wie gesagt, da haben wir selber ein bisschen Abhilfe schaffen, weil der Reifen einfach durchgeht, indem wir das Teil hier gemacht haben. Und ja, wie gesagt, man kann leider mit dem Steuerrad kann man nicht steuern, aber er hat noch ein bisschen ein Innenleben. Das Steuerrad
geht leider ins Leere. Man kann es noch auf- und abstellen, das war es dann aber auch. Was jetzt eigentlich fehlt, weil hier innen hat sie den Hebel zum Rückspiegel verstellen. Ist ein Rückspiegel. Aber ich glaube, es gibt einfach keinen Rückspiegel beim Fiat 500. Wir können mal schauen, auf der letzten Seite nämlich jetzt, oder vorletzten Seite. Nein, stimmt nicht, das ist der echte. Aber ja, effektiv. Also wenn wir hier das Original anschauen, wo in der Anleitung innen ist, ganz vorne, gibt es auch etwas zu der Geschichte vom Fiat 500, der hat einfach keinen Seitenspiegel. Also ich weiß nicht, man hat einen Rückspiegel. Also irgendetwas hängt dort oben, aber ich bezweifle, dass es ein Rückspiegel ist. Also einfach mal auf gut Glück auf die Straße und ja, hoffen, dass man ankommt. Und mir ist noch etwas aufgefallen, was wir nämlich auch noch vergessen haben, oder ich vergessen habe. Und zwar vorne gehört natürlich auch noch ein Nummernschild an. So. Also heute ist eben wieder so ein Tag, oder? Wo einfach alles in die Hose geht. So, jetzt wäre es auch von vorne komplett. Ich sieht schon knuffig aus, oder? Ich sieht schon knuffig aus. Darf man so sagen. Ein bisschen stört mich, dass aber die Sitze ein bisschen schräg werden, wenn man halt die Türen ein bisschen reindrückt. Man könnte den Sitz noch ein bisschen weiter reinschieben. Aber man will natürlich den Türen nicht zu viel Raum geben, um zuzugehen, dass es hier schön aerodynamische Linien gibt. Aber wirklich cool. Sind die blauen Knubbel nicht verkehrt um? Die blauen Knubbels. Muss ich gerade mal schauen, welche blauen Knubbel du meinst. Die blauen Knubbels. Und müsstest mir geschwind helfen, welche Knubbel du meinst. Hat es innen blaue Knubbel? Vorne? Innen? Oh, ja. Und tschüss, Koffer. Nein. Welche blauen meinst du, Phoenix? Du wirst nicht mehr abgehen. Vorne die beim Radkasten. Aha. Können wir geschwind schauen? Also. Ja, nein. Ich weiß zwar auch nicht, warum sie auf diese Seite zeigen, aber sie kommen zu wenig weit führen. Also wenn es jetzt die Doppelten wären, die auf der anderen Seite noch richtig rauskämen, also wirklich ganz weit raus da, keine Ahnung, ich kann das kaum zeigen, irgendwie bis da, es gibt ja die Doppelten, dann wäre das sicher der Fall. Aber hier, ich glaube, die 2 mm auf beiden Seiten machen den Braten auch nicht feiss. Also eben, es hat schon relativ viel Spielraum, dass das nicht gross hilft. Aber ich gehe trotzdem, um sicher zu sein, nochmal geschwind in der Anleitung zurück. Kann man das schon nochmal verifizieren, ob ich das richtig gemacht habe. Aber ja, nein, sie sind effektiv gegen aussen. Die blauen Knubbels sieht man hier nochmal. Die blauen Stifte oder ist der breite Teil, also der ein bisschen raus schaut, ist wirklich außerhalb vom Fahrzeug. Aber es wird auch nichts ändern, wenn sie innen dran wären. So, ja, aber ich kann schon nochmal kurz ein bisschen durchgehen, ob ich wirklich etwas übersehen habe. Bin ich aber vorher schon. Das sieht noch so. Nein, das sind die Lichter, mit denen hat es nichts zu tun. Das ist die Einlage oben dran. Damit hat es auch nichts zu tun. Ja, also würde mich jetzt wundern, ich würde schon mal gerne irgendwie in die Fuhre schauen, um zu schauen, hat irgendjemand anders das jetzt auch noch gehabt? Oder sind wir einfach gemeinsam zu doof für die das eben nicht reingebaut haben? Wäre möglich. Also ich hätte mir auch noch vorstellen können, oder, dass es hier beim Stoßdämpfer etwas ist. Der hat aber auch nichts. Also das ist eigentlich nur das, was wir halt unten sehen hier. Wenn wir das jetzt nochmal umkehren. Und dort kommt halt nichts rein, oder? Da passt einfach nichts rein.
Aber mit dem grauen Teil, das ist jetzt halt nicht mega stabil, aber es erfüllt seinen Zweck. Ich könnte auch noch ein zweites tun. So. Ich weiss nicht, ob es viel hilft, aber es ist ja zum Ausstellen, oder? Also es ist ja zum Ausstellen. So. Und wenn vorher der Deckel zu ist, dann haben wir das auch schon vergessen. So, aber jetzt haben wir wirklich eigentlich alles gezeigt bei dem. Aber ich weiss noch nicht ganz so, was mit den Speerspitzen da ist. Ich glaube, da schauen wir auch noch mal schön vorne rein. Also es ist einfach zum die Erweiterung vom Fiat-Symbol symbolisieren, wo noch so die zwei Spitzen, Schwingen, wie man auch immer das nennen hat, ausgehend vom Fiat-Symbol, wo dann halt so ein bisschen rausgehen, da die Chrom-Dinger. Und die hat man hier mit dem wunderschönen Schnäuzer hier symbolisiert. Ja, okay. Also, aber es ist 10 vor und das heisst, ich würde jetzt schon ein bisschen früher fertig machen. Seite 73. Hey, okay, der Phoenix ist voll dabei. Also gut, dann schauen wir jetzt nochmal. Seite 73. Das braune Teil, hä? Ja. Ich glaube, ich weiss, was du meinst. Jetzt habe ich gedacht, ich kann Feuer haben. Die braunen Teile sind auf der falschen Seite. Jawohl. Hey, Phoenix, du bist der Bringer. Du musst jetzt einfach immer beim Stream dabei sein. 11 bis 1, immer am Dienstag, gell? Merci vielmals. Das Problem ist nur, das jetzt rauszubringen, ohne dass ich wirklich alles kaputt mache. Ich glaube, das Beste wird sein, mal die Reifen weg. Und ich weiß nicht, ob wir den Unterbau echt wegnehmen können. Ich wollte aber nicht, dass es sich zu fest auflöst hier. Ja, es ist aber auch noch gerade quer drin. Also es ist jetzt wirklich dumm. Wirklich dumm. Wahrscheinlich bringe ich es nie mehr zusammen jetzt. Richtige Doktorarbeit hier. Aber ja, bin ich selber dumm? Habe ich die nicht auf die richtige Seite gemacht? So. Okay. Aber das sieht nicht schlecht aus. Das könnte wirklich der Abstand sein, was es gebraucht hat. So. Und jetzt, also das hebt jetzt eigentlich nur noch über das Stoffdach. Mal schauen. Ist noch alles dran? Wow! Da bin ich jetzt selber überrascht. Ist noch alles dran? Okay, okay. Also ich tue jetzt immer mit dem Phoenix Klemmbausteine machen. Das ist fix. Der weist mich immer auf alle Fälle hin. Und jetzt? Ah! Wahnsinn! Ah, so gut! Danke vielmals, Phoenix! So gut! Ah, du hast ein Auge für so Sachen. Ja, wirklich. Bist du jetzt geschwind extra die Anleitung suchen oder hast du selber schon zusammengebaut? Nein, unglaublich. Oder hast du jetzt beim Durchblättern geschwind gesehen, dass das 73 ist? Mit deinen Adleraugen. Könnte natürlich sein. Ja, jetzt ist es natürlich. Jetzt ist es einfach perfekt. Jetzt haben wir auch da unten nicht mehr den Fall, dass es hier ansteht. Also es ist nicht angestanden, natürlich, aber es hat ein bisschen doof ausgesehen, wie das Braune so vorgekommen ist. Ich ziehe hier noch ganz ein bisschen, dass es ein bisschen besser rollt. Jetzt tut die ein bisschen zu fest zuziehen. So, jetzt. Yes. Mhm. Ja, voilà. Okay, dann können wir jetzt da den Brunzen weg tun. 1A. 1A. Herrlich.
gut. Nochmal schön in Präsentationsmodus mit unserem Gemälde hier vom Kolosseum in Rom. Da kommt natürlich eben auch noch der Pinsel drauf, aber der geht einfach sofort drauf. Darum tue ich den dann an, wenn er fix im Regal innen steht. Und ja, dann kommen wir jetzt doch zum Ende. Da sind wir gar nicht so viel vorher. Weil, ja, wie es Leute gibt, die haben wirklich die besseren Augen als ich. Und ich habe in meiner Kindheit viel Rüebli gegessen, weil ich bin im Aargau aufgewachsen. Auch Rüebli-Kuchen, selbstverständlich. Aber ja, mir hat das offenbar nicht geholfen. Immer noch zu wenig Erfahrung. Oder ich schnurre einfach zu viel. Das könnte natürlich auch sein. Ja, und dann kommen wir doch heute zum Ende. Ich kann noch mal ganz kurz auch das so ein bisschen so in die Kamera heben, weil dann sieht man es ein bisschen besser. So wunderschön, oder? Richtig toll. Richtig cool. Vor allem mit Stoffdächli, der wird nachher einen schönen Platz bekommen hinten bei uns auf dem Regal. Und Discord funktioniert nicht gut. Dann könnte natürlich sein, excuse me, hey, du kommst auch wieder, wenn ich fertig mache. Gottfried Stutz. Was ist das? Discord. Wieso geht das nicht? Ich bin natürlich nicht eingeloggt, weil das ja, in der Regel von der guten Steffi ausgeht. Ich schaue gerade mal schauen, ob wir die gute Steffi können kontaktieren können. Aber es sollte eigentlich gehen, indem wir. Ich meinte, wir haben hier eine eigene Domain jetzt. .ch vielleicht eingehst. Aber ich kann mich jetzt auch gerade nicht einloggen. Warum auch immer bin ich ausgeloggt und auf dem PC und komme nicht rein. Sehr unprofessionell. Es tut mir leid, Phoenix. Hast du einen gefunden? Okay. Sehr gut. Ich tue einfach mit der Steffi schauen, dass wir da den Link noch aktualisieren. Sollte der veraltet sein. Merci fürs Aushelfen. Da bin ich froh. Cool. Ja, tolle Sache, tolle Sache. Ich habe mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt heute, mit mir durchgehalten habt. Es war ein Kampf gewesen, vor allem gegen das Ende. Und ich freue mich ganz fest auf ein Bild, das bald kommt von einem Ecto One bei uns auf dem Discord-Server. Wo zusammengebaut wird vom Phoenix und auch auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wieder am Dienstag, immer am Dienstag, am 11. bis am 1 wird jetzt auch zur Gewohnheit, das ändert nicht mehr. Und danke fürs Zuschalten. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt etwas essen. Ich habe gedacht, ob ich echt am Boden gerade noch liegen bleiben soll, wo ich mein Styling gesucht habe, weil ich habe gemerkt, der Hunger doch ein bisschen. Ja, ich wünsche euch ganz einen schönen Dienstagnachmittag, eine fantastische Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder. Habt Sorge und bis bald.